Das Mann fällt euer Mund ab, Bredel, 3 Hollero, Hollerei, Tullio. So, da haben wir die Sarah Brandhuber. Ja, sind wir sehr stolz, dass die bei uns auf der Eröffnungsveranstaltung mittut. Irgendwie bist du mittlerweile, kannst du sagen, schon fast ein bisschen, wie soll ich sagen, eine gewisse Prominenz. kann man schon sagen, irgendwie habe ich gelesen in deiner Biografie, dass quasi 2 Wochen gegeben hat in deinem Leben, die eigentlich dein komplettes bisheriges Leben irgendwie auf den Kopf gestellt haben. Das kann man so sagen, ja. Soll ich ein bisschen erzählen? Gerne. Ja, also das ist vor gute 2 Jahren gewesen und da ist innerhalb von 2 Wochen ziemlich viel passiert. Also das muss ich leider sagen, hat jetzt mit der Musik am wenigsten zum Tor, aber war trotzdem das Beste. Mein Bruder ist auf die Welt gekommen, wobei indirekt hat es auch was damit zum Tor, weil er mich sehr inspiriert. Und dann habe ich den Bayerischen Dialektpreis gewonnen, auch in diesen 2 Wochen, und den St. Prosper Kabarettpreis. Das ist quasi alles innerhalb von 2 Wochen passiert. Und damit habe ich dann eigentlich auch angefangen, das zu machen, was ich jetzt tue, weil ich war vorher noch so eher auf dem Trichter, ja, jetzt bist du Mama, jetzt bleibst du daheim, jetzt hast du keine Zeit mehr für sowas, und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt habe ich die Preise gewonnen, jetzt muss ich es rechtfertigen. Hat das Schicksal quasi die grobe Keule ausgepackt und hat da gesagt, jetzt mach das und nichts mehr anders, weil das ist das, was genau. du warm ist. Und vor allem habe ich damals, wie ich den Preis gewonnen habe, haben sie mich gefragt, was ich mit dem Geld mache, und habe ich gesagt, ich mache eine CD, und dann bin ich unter Druck gestanden. Die hat dann auch irgendwie fertig. Wenn man fertig. solche Ansagen macht, dann ist man Ja, war aber ganz gut in dem Fall. Ja. Doris wollte ich glaube ich auch noch was fragen, nämlich die Rolle der Musikerin und die Rolle der Mutter, wie man das so unter einen Hut bringt. Ja, hat sich jetzt rausgestellt, eigentlich eine hervorragende Kombination, weil abends, wenn der Kleine ins Bett muss, kann ich fort. Und das funktioniert aber nur, wenn man einen super Papa noch an der Hand hat, was bei mir zum Glück auch der Fall ist. Der freut sich immer auf den Männerabend, dann können die Jungs dann Tiefkühlpizza essen und Unfug machen, und ich mache mich davon. Genau. Und außerdem wird das Vater-Kind-Verhältnis wieder mehr gestärkt, intensiviert. genau. Gell? Das ist super, und ich habe meinen Ausgleich und bin immer völlig ausgeglichen, wenn wir schwierige Zeiten haben. Du bist auch sehr froh, wenn du dann mal wieder rauskommst So ist und es. auf die Bühne und so richtig mal Gas alles geben laufen kann. lassen kannst. Genau, mal laut sein darf Genau. am Abend. So ist es, genau. Eigentlich. Wie war das so? Ich habe also mich erkundigt, dieser Dialektpreis Bayern, das ist ja, da muss man quasi, da darf jeder Kreisheimatpfleger darf 3 Vorschläge einreichen von seinem Bezirk. Und da bist du quasi von den 3, wer war das dann, der Heimatpfleger? Das war die Veronika Kegelmeier, heißt die ist niederbayerische Bezirksheimatpflegerin. Die hat mich da vorgeschlagen, genau. Genau, die hat die vorgeschlagen und dann haben sie die gleich genommen. Gell? Und dann war das, glaube ich, im Herkulessaal der Residenz. Bist du da über den roten Teppich gewandelt, oder? Ja, mehr oder weniger, so kann man sagen. Und dann hast du von Ihrer Gnaden Heimatminister damals und jetzt Ministerpräsident, hast du Urkunden. Urkunden und eine Laudatio habe ich gekriegt, genau. Wow. Ja. Vom Von Söder persönlich. Von Herrn Söder persönlich. Ja, das ist doch, Das war schon eindrucksvoll, ja. Genau. Aber was mich auch noch interessiert, dein Werdegang sozusagen, also was die Leute, glaube ich, an dir lieben, ist diese auf der einen Seite einfache Gestricktheit, auf der anderen Seite das Geschnappige so ein bisschen. Und ich habe also beim Stalken in der Zeitung habe ich gelesen, du warst aufgewachsen, die hat sich sehr nett ausgedrückt, in einem niederbayerischen Büllerbü. So ist es, ja. Also quasi mit Onkel, Tanten, alles auf dem Oma, Hof, Opa. oder? Ja, Hof ist nicht, das sind 2 Häuser, sind ein Doppelhaus und ein Haus. Also im Haus wohnen meine Eltern und mein Opa und meine Oma haben da gewohnt. Und links daneben Tante und Onkel und meine Cousine. Und ja, dann haben wir einen Großonkel und alle haben andere Verwandte in dem Dorf. Also da waren wir alle auf einem Haufen verpappt. Genau. Und du hast damals schon irgendwie angefangen so mit irgendeiner Band, da hast du mal gecastet irgendwo, oder? Ja, gecastet in Anführungsstrichen. Also ich habe in der Volkshochschule in Landshut eine Zeit lang Gesangsunterricht genommen, und dann hat nebenan von meiner Gesangslehrerin war der Gitarrenlehrer, und der wollte eine Band gründen und hat immer sich heimlich vor die Tür gestellt und hat die Schülerinnen so ein bisschen belauscht. Irgendwann war ich dabei und das hat ihm recht gefallen, und dann hat er gefragt, ob ich noch nicht Lust hätte, und dann sind wir quasi die VHS-Band gewesen anfangs. Genau. Das war lustig, 10 Jahre lang ist das gegangen. Ganz gut. Genau. Ja, und
dann hast du aber mit der Zeit gemerkt, dass das dich auch nicht so richtig befruchtet, oder hast du angefangen selber zum Schreiben? Genau. Also eigene Sachen zum Schreiben? Also ja, ich habe schon in der Band eigene Sachen geschrieben, tatsächlich. Also zumindest alles, was textmäßig war von mir und auch die meisten Melodien. Aber das Problem war, erstens haben wir lange auf Englisch gemacht, wo ich dann gemerkt habe, das ist nicht so meins. Dann haben wir zwar bayerisch irgendwann umgeschwenkt, weil ich die Burschen überredet habe, aber man hat es halt nie gehört, weil die Instrumente so laut waren, vor allem Schlagzeug und so. Ich habe mich da nicht so durchsetzen können. Und ja. So dann der Schritt quasi von der Band, da hast du ja irgendwie ein gemachtes Bett, wo du irgendwie drin sitzt, sozusagen, dann ganz allein auf die Bühne gehen, war schon ein krasser Schritt, oder, für dich? Also ich habe schon immer wieder mal allein, also auf Hochzeiten gespielt, also jetzt nicht meine lustigen Sachen, sondern eher so in der Kirche. Also ich habe das Gefühl, allein aufzutreten kennt, aber allein mit dem lustigen Krampf, das war dann schon neu. Aber das hat mir auch von Anfang an sehr gut gefallen. Es war zwar schon komisch und ich bin auch nach wie vor so, dass wenn ich meine Jungs mit rief, ich mich total frei und auch gerne noch in der Gruppe irgendwie Musik mache. Aber ich habe das schon auch sehr gerne, mal auf einer Bühne zum Sitzen und die ungeteilte Aufmerksamkeit zum kriegen. Ja, super. Ja. Und man merkt ja auch, es kommt total gut an und du bist sehr, sehr erfolgreich, du bist mir immer mehr ausverkauft auf deiner Homepage und so. Gib mir Mühe. Das ist wenn man die kleine Seele bucht, dann geht das recht schnell. Nein, bleiben wir dran. Ja, was halt glaube ich, wirklich sehr, sehr schön ist, das werden unsere Leute heute Abend auch mitkriegen, dass du halt einfach so ganz ehrliche, also wie der Schnabi gewachsen ist, ja, anders kann ich es nicht. deine Sachen machst und das honorieren die Leute, glaube ich, sehr. Das, und ja, ich glaube, das von freut dir mich. werden wir noch sehr, sehr viel hören. Ich hoffe es, ich tue mein Bestes, dass ich euch alle auf den Keks gehe die weitere Zeit. Ja. Ja, und den kindlichen Charme hast du ja auch bewahrt. Dieses so ein bisschen mädchenhaft, oder? Ja, ich hoffe es, dass man dann nicht merkt, wenn ich älter werde. Ja, eben. Also Auf die Tour. wirkst sehr jung dann noch. Und sie ist so wenig geworden, gell? Sie ist so wenig geworden. Ja, brutal. Das ist, wenn man nach der Schwangerschaft anfängt, mit 30 Kilo mehr, dann Nee, ja. aber steht dir echt gut. Dankeschön. Ich hoffe, auch das kann ich mir beibehalten. Das darf mich auch freuen. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass du weiterhin so erfolgreich bleibst. Dankeschön. Gebe ich zurück an euch, auch mit Ja. eurer Show. Genau. Ja. Und übergib das Wort wieder an Rainer. Ich kriege noch ein wenig Knackheit. Wir sehen die nachher auf der Bühne. Ja, ich freue mich. Danke. Danke für das Gespräch. Das man fällt euer Mund